Grüße, gewonnen. Ihr habt bis letzten Herbst den grossen Schülerchor von Disentis geleitet. Jetzt seid ihr im 41. Jahr Lehrer zu Disentis. Jetzt habt ihr mit der 5. und der 6. Primarschulklasse quasi ad hoc fürs Fernsehen einen neuen Chor zusammengestellt. Warum habt ihr aufgehört mit dem Grossen? Ja, das sind verschiedene Gründe. Ich meine, wenn man eine Zeit lang gemacht hat, und 40 Jahre, das ist eine Zeit lang, glaube ich, dann sollte man aufhören, oder? Das ist eine Zeit, und in den 2-3 letzten Jahren habe ich ein bisschen gemütlicher wählen, das Ganze. Mir gefällt es, wenn die Rätoromane singen, besonders gut. Es ist vielleicht, weil in eurer Sprache mehr Vokale zur Verfügung stehen als bei uns in der deutschen Schweiz. Habt ihr einen Nachfolger, der wieder das pflegen könnte, was ihr angefangen habt? Wo könnte? Sicher. Aber wo will nicht? Das weiß ich nicht. Er ist ja gar noch nicht um den Weg. Nicht wahr? Ich kann nichts bieten, finanziell nicht wahr, dann kann ich keinen anstellen. Er muss von sich aus das machen, wenn er will. Ist das vielleicht mitschleichend ein kleines Zeichen, dass der rätoromanische Sprache vielleicht ein bisschen an den Kragen geht? Das heisst, dass sie es vielleicht schwer hat zum Überleben? Nein, Herr Ring, ganz bestimmt nicht. Man redet davon, ich weiß, und in der ganzen Schweiz redet man von dem. Natürlich sowieso, wenn man von Bern muss Geld haben, dann redet man natürlich davon. Kommen ihr genug? Das weiß ich nicht. Ich kriege nicht so viel. Aber wir haben, ich glaube, recht eine schöne Portion gekriegt. Und wenn man das richtig einsetzt und investiert, dann ist das eine große Hilfe. Und für die wollen wir dankbar sein. Ich sehe die Sache nicht so schwarz. Absolut nicht. Und zwar aus verschiedenen Gründen. In unserer Region zum Beispiel, aber das ist sicher nicht nur bei uns, in anderen romanischen Regionen wird heutzutage für die romanische Sprache sehr viel gemacht. Ich denke zum Beispiel, was man in der Schule macht, das ist sehr wichtig. Das ist die erste Säule, würde ich sagen. Eine zweite Säule ist die Kirche. Der ganze Gottesdienst ist in der Muttersprache, also in der romanischen Sprache. Und solange wir das haben, müssen wir für unsere Sprache also keine Bedenken haben. Und ich kenne niemanden, der die romanische Sprache abschaffen oder nicht mehr will. Wir wollen sie und wir tun sie erhalten.